Geschichte erzählst, also wie es in deiner Interpretation ist, dann bin ich jetzt auch ehrlich. Was war denn das Vollbart? Naja, das war schon, also so hätte sich ein Poet... Ah, das war die künstlerische Frage. Das war die poetische Fassung, wie hätte ein wahrer Poet, ein richtiger Liebesgedichtschreiber, so die Typen halt, Schmalzpartie, wie hätte der das geschrieben? In Wirklichkeit war es ja ganz anders und wer mich kennt, weiß, dass es nicht so war. Aber ich kann euch ganz gerne die richtige Version von der Femme Fatale erzählen. So sitze ich da auf dem Tisch da, weil der Bar kein Platz mehr frei war. Beim 5. Bier, beim 10. Chick und alles, was ich von mir sehe, ist dieser riesige Hintern. Ich sitze da mir auf einem wagelten Holzhocker an der Bar, fühlt's noch, aber es war ja kein anderer Platz mehr frei. Mit dem Rücken zu mir, graues T-Shirt, bauchfrei, Palästinenser-Tierchen um den Hals gewickelt, Hüftjeans, viel zu eng. Sitzt brat für sich da in ihre angewetzten Turnbuck. Der Barhocker tut mir schon leid. Sie beigt sich vor, macht einen großen Schluck aus ihrem Glasl, irgendein Saftel mit Cola. Wahrscheinlich Weinbrand oder Bacardi. Die Hosen rutscht ein Stückchen runter, die Unterhosen schaut viere und das beckte Arschgeweih auch. Ich glaube, ich brauche noch ein Bier. Ich zwick die Augen zu, damit ich die Falten von diesen riesigen Hintern nicht mehr sehen muss. Aber manchmal blinkt sie ein bisschen viere und mit der Hoffnung, dass er schon weg ist. Jetzt wird's nervös hier. Ihr Hintern rutscht dauernd am Hocker umeinander und die hört das Scheren von ihren Schlüsselbund am Hals vom Barhocker. Ich schau weg, schau aber automatisch wieder hin. Bitte schau da nimmer hin. Ich schau da sicher nimmer hin. Aber ich kann ja nicht anders, der Arsch ist ja so groß. Was ist, was er sich umdreht? Wenn's merkt, dass ich's anschaue, wenn's es gespürt, wenn's mir auch spüren will. Sie steigt vom Hocker runter, schaut mich komisch an und drückt mir einen Bierdeckel in die Hand. Auf dem steht 0691 356 31 76, ruf mich an. Zwickert mir zu und schlägt sie. Ich schau schnell um auf die Bar. Wo die Alte gesessen ist, sieht man jetzt einen Spiegel hinter der Pudel. Das Blut schießt mir in meinen Schädel. Die Alte hat mich angestupft wie das Anstub. Ich dämpf meinen Chick aus, sauf mein Bier aus und denk mir, warum eigentlich nicht? Und ruf's an.